Wie ist denn dieses nahe Verhältnis überhaupt? Also ist die FPÖ von den Burschenschaftern abhängig oder sind die Burschenschaften von der FPÖ abhängig? Das ist eine spannende Frage. Jörg Haider hat seinerzeit versucht, diesen Ballast der Burschenschaften abzuwerfen. Er hat versucht, den Deutschnationalismus auszutauschen gegen einen Österreich-Patriotismus. Er hat damals gegen die Deutschtümelei in den Burschenschaften gewettert und hat den Anteil der Parlamentarier an den Burschenschaften der Freiheitlichen Partei auf 10% reduziert, und der wäre sicher unter Jörg Haider noch weiter gefallen. Strache ist den umgekehrten Weg gegangen. Jörg Haider hat sich mit weitgehend unpolitischen Sprechern umgeben. Das waren sehr fesche junge Herren, die das, was die Partei ihnen an Texten vorgegeben hat, mit freundlichem Lächeln unglaublich eloquent in die Kameras gesprochen haben. Die wurden dann von den Medien, die ja auch nicht ganz dumm sind, als Buberlpartie verhöhnt. Strache hat die Buberlpartie ausgetauscht. Er hat aus der Buberlpartie eine Burschenschafterpartie, eine Burschenpartie gemacht. Und das war eine Rückwendung zur Ideologie der Vergangenheit. Warum denn? Also warum ist die FPÖ auf die Burschenschaften angewiesen? Ist die Personaldecke wirklich so dünn? Die Personaldecke der FPÖ ist traditionell dünn, weil durch diese Verwurzelung von Teilen der FPÖ in den Traditionen des Neonazismus sich renommierte Wissenschaftler oder Leute des öffentlichen Lebens natürlich davor scheuen, diese freiheitliche Partei politisch zu vertreten. Das heißt, die Burschenschaften sind für die FPÖ ein ganz wichtiges Nachwuchsreservoir, beziehungsweise sie sind eine Personalreserve für jede Art von Position, die zu besetzen ist. Wenn man einmal sich mit diesen Ideen, diesen Werten identifiziert hat, angefreundet hat, kann man denn sich davon jemals wieder lösen in einer Weiterentwicklung nach dem Studium, oder bleiben diese Werte, diese Ideale für immer erhalten? Sie bleiben in den meisten Fällen für immer erhalten, aus einem ganz einfachen Grund. Die Burschenschaften gelten als Lebensbund. Man wird als Fuchs einem bewährten alten Herrn sozusagen zugeteilt. Das begründet in der Regel eine Lebensfreundschaft. Man wird ideologisch derart munitioniert, dass man dann nach Abschluss des Studiums sich aus dieser ideologischen Zwangslage kaum mehr befreien kann. Es gibt aber einzelne Burschenschaften, denen das gelingt. Es gibt auch Leute, die jung und dumm in Burschenschaften oder in Mittelschülerverbindungen hineingeraten sind und die sich aber dann sehr schnell daraus befreit haben. Einer davon ist ja Bürgermeister Häupl in Wien, dem immer wieder vorgeworfen wird, er war Burschenschafter. In Wirklichkeit ist das ein Adelsprädikat, das Häupl hier trägt. Das war einer der jungen Männer, die da hineingekommen sind, erschrocken auf das reagiert haben, was sie hier erlebt haben, und stark genug waren, wieder die Flucht zu ergreifen. Nicht? Aber solche Persönlichkeiten sind einfach wirklich die Ausnahme. Man findet daher auch unter Burschenschaften kaum Informanten oder Indiskretionen. Es gibt ganz, ganz wenige Journalisten oder Autoren, die über solche verfügen. Ich gehöre zu diesen. Also ich habe Informanten, die direkt in der Burschenschafterszene waren eine ganze Zeit lang, aber das ist ganz sicher die Ausnahme. Wie sehr sehen Sie denn jetzt schon Ideen der Burschenschafter in der Regierungspolitik passieren, zumindest als Ziele erklärt, als zukünftige Entwicklungen? Was lässt sich denn da aus Ihrer Erfahrung schon absehen? Es passiert genau das, was ich in meinem Buch vorhergesagt habe. Die Schlüsselpositionen werden mit Burschenschaftern belegt. Burschenschafter sind in der Regel antidemokratisch eingestellt. Es gibt einen Burschenschafter, Jürgen Schwab, der hat formuliert in Vorträgen und in dem, was er geschrieben hat, dass das antidemokratische Prinzip ein Grundprinzip der Burschenschaften ist.
Burschenschaften sind gegen unser pluralistisches System eingestellt, Burschenschafter sind gegen Menschenrechte, gegen die Gleichheit von Menschen eingestellt, Burschenschafter sind rassistisch. Vielleicht muss man an dieser Stelle den Begriff Rassismus erklären. Unser Alltagsrassismus hat zwei wesentliche Merkmale. Auf der einen Seite, man teilt die Menschen in Rassen ein, das ist wissenschaftlich widerlegt. Es gibt keine Menschenrassen. Und zweitens, man leitet aus der Überlegenheit der einen Rasse der anderen Rasse gegenüber das Recht auf Diskriminierung ab. Das sind die zwei Merkmale, die auf Burschenschaften und auch auf die FPÖ deutlich zutreffen. Und all das, was die Burschenschaften da vertreten, wird jetzt Regierungspolitik. Ein Beispiel ist unser neuer Innenminister Kickl. Der hat in einer Rede beispielsweise gefordert, Platzverbot statt Denkverbot. Platzverbot heißt Einschränkung des Demonstrationsrechtes. Denkverbot ist jenes Nazi-Vokabel, mit dem die Neonazi-Szene gegen das österreichische Wiederbetätigungsgesetz agitiert. Das heißt, Kickl ist es gelungen, einprägsam als Slogan zwei der wichtigsten Elemente des Neonazismus in einen kurzen Satz zu kleiden. Burschenschafter haben immer wieder den Rechtsstaat kritisiert. Wann immer freiheitliche Politiker wegen Unterschlagung, wegen Korruptionsdelikten, wegen falscher Zeugenaussage und so weiter rechtskräftig verurteilt wurden, haben Burschenschafter und haben FPÖ-Politiker dagegen opponiert. Sie haben das als politisches Schandurteil empfunden. Kickl hat formuliert, die Richter seien von Verurteilungsabsicht regelrecht besessen. Und ähnliche Aussprüche, es gibt sie zuhauf. Oder die Pressefreiheit. Goebbels hat seinerzeit mit Begriffen wie Systempresse und Lügenpresse gegen die Meinungsfreiheit gehetzt. Und genau mit diesen Begriffen hetzt heute die FPÖ, hetzt die burschenschaftliche Führung der FPÖ. Nur unter Goebbels hat es noch keinen Rundfunk und kein Fernsehen gegeben, daher wurde die Palette erweitert. Das heißt heute Lügensender vom Königelberg und man meint damit den ORF. Aber im Prinzip ist diese Hetze gegen die seriöse Presse gleich geblieben. Und auch der Austausch. Die FPÖ hat sich sozusagen eine eigene mediale Scheinwelt geschaffen, in der nichts, was der FPÖ-Meinung oder der burschenschaftlichen Meinung widerspricht, veröffentlicht werden darf. Und es ist ja eine Katastrophe und es ist ja signifikant für das, was in dieser Regierung passiert. Kickl hat sich einen Führungsmann von unzensuriert, von der schlimmsten medialen Fälscherwerkstätte Österreichs. Den hat er sich geholt. Der macht jetzt groß Karriere als Berater im Ministerium. Schlimmer kann es nicht werden. Es stehen alle Freiheitsbegriffe, es stehen die Menschenrechtsbegriffe, es steht der Rechtsstaat wirklich auf dem Spiel bei dieser Regierung. Und das Einzige, was uns bleibt, ist der zivilgesellschaftliche Widerstand. Für den ist dieses Buch geschrieben, für den arbeite ich jetzt an einem Update dieses Buches, weil die brauchen verlässliche Zahlen, Daten, Fakten, sonst hängen sie in der Luft mit ihrem Widerstand.